Ja, auf das warte ich auch. Auf mehr Wirken von Gott, ganz eindeutig. Viel, viel mehr. Viel, viel mehr. Und dabei sehe ich das, was Gott schon tut, auch. Heute zusammen, schön euch zu sehen. Bevor ich zur Predigt komme, möchte ich euch mitnehmen. Wir haben ja als Bewegung, alle unsere Kirchen, die 4 Kirchen, die wir haben, gehen ja 10% von der Kollekte und von allem, was eingezahlt ist, wieder weiter in andere Werke. Und wir haben so das Prinzip, dass ein Teil die Lokalkirchen wie ihr eigene Projekte haben, wie Meilenstein, wo der Joni auch gerade so erwähnt hat. Und dann haben wir gemeinsame Projekte. Und ganz kurz möchte ich euch gemeinsame Projekte noch etwas sagen dazu. Wir haben 4 gemeinsame Projekte und die Hauptprojekte sind in Indien. Kannst du mal bringen, wissen gut? Danke. Das eine ist Karunakarya, das ist in Südindien. Das sind Schulprojekte, dann auch für traumatisierte Frauen aus den Ghettos raus. Und ganz verschiedene Werksachen, die sie machen. Ganz, ganz eine gute Sache. Ich bin da gewesen, Joni war glaube ich auch schon da gewesen, Elias auch, ich war mehrmals da gewesen, das erste Mal im Tsunami. Und es ist ganz, ganz eine gute Arbeit von diesen Chelapas. Es ist auch sehr schwierig geworden, weil es wird immer mehr mit dem Modi hinduistisch. Jetzt haben die Hinduisten wieder einen Bundesstaat eindeutig für sich errungen in den Wahlen. Und es ist ganz schwierig geworden jetzt dort, aber sie harren aus und gehen dort weiter in dieser Aufgabe mit Menschen, die benachteiligt sind. Der zweite Bereich ist das von der Leprosy Ministry. Haben wir auch ein Bild oder 2 Bilder da. Leprosy Ministry gibt so Leprosy-Dörfer in Indien, in Südindien. Und der Anil mit seiner Crew geht mit mobilen Fahrzeugen von Dorf zu Dorf, um dort Wunden zu verpflegen. Ich meine, Leprosy wäre eigentlich heilbar, oder? Aber Indien hat alle Leprosy-Spitäler geschlossen, weil das kostet nur Geld. Und das sind Leute, die muss man ja lassen, vom Hinduismus her, oder? Und wenn da die Ratten kommen und anfangen, diese Beine umzufressen und so weiter. Es ist schrecklich zum Schauen. Ich habe das alles gesehen und es ist eine ganz gute Arbeit, die der Anil mit seinem Team dort macht. Das ist also ein Teil von dem, wo das Geld von euch auch hingeht. 10% von all dem, was ihr in die Kirche geht, geben wir ganz konsequent wieder weiter. Wir sind mehrmals dazu in der Gefahr gestanden oder in der Versuchung gestanden, zu sagen, ja, das wäre doch auch noch so ein Teil von der Kirche, könnte man so auch noch finanzieren. Wir haben immer darauf verzichtet und gesagt, die 10% gehen jetzt einfach weiter. Genau. Ich komme zur Predigt. Ich habe Joni angerufen vor 2 Wochen und gesagt, Joni, muss ich die Predigt halten in dieser Serie drin? Oder weisst, ich hätte etwas anderes. Und der Joni hat gesagt, ja, weisst, ja, ich bin ja sein Chef so ein bisschen, oder? Und wie man so sagt, ich habe schon gespürt, nein, er will, dass ich es unbedingt halte. Also einfach gehorsam in dieser Serie bin. Ich habe dann etwas verschoben die letzte Woche, damit ich genug Zeit habe, um mich vorzubereiten, weil ich habe gemerkt, ich muss da selber noch mal durch in dem Thema, oder? Es gibt so Themen, da musst du selber noch mal durch. Und ich kann euch beruhigen, sollte ich jetzt euch das Thema nichts sagen heute Morgen, dann könnt ihr mindestens sagen, dem Hannes hat es genützt. Ist doch schon etwas, oder? Ist doch schon etwas. Genau. Das Thema heisst ja, die Serie, wo wir drin sind, entfesseltes Evangelium. Da bin ich noch dabei gewesen, dass wir so eine Serie machen wollen. Und wo sie am Tisch gelegen bin, ja. Heute heisst es gute Nachricht erzählen, oder? Und da geht es ja so ein bisschen, kommt gerade so das Wort Evangelisation. Und für die einen sind die Wörter Evangelisation, gute Nachricht, erzählen, so ein bisschen ein schalen Beigeschmack. Ich glaube, dass viele Vorstellungen von Evangelium weitersagen von dem her kommen, dass man gerade an Missionierung denkt, an Evangelisieren denkt. Und dann kommen dann so Bilder auf uns, vielleicht von früher, vielleicht von jetzt, vielleicht auch von negativen Erfahrungen mit anderen oder negativen Erfahrungen, die wir gemacht haben, wenn wir es versucht haben zu missionieren. Ich darf euch sagen, ich habe mir das nochmal überlegt. Ich habe viele Arten von Evangelisation überlebt.
Viele durchgemacht. Also die erste war, als ich zum Glauben gekommen bin, mit 22, 23 Jesus gefunden habe. Das ist einfach bei uns in dieser Kirche, ich bin immer noch in der gleichen Kirche, gell? Nie ein anderer gewesen. In dieser Kirche war klar, du musst auf die Straße Strassensingen machen. Das war logisch. Also es ist gar no way out, oder? Und dann haben wir einen gehabt, so einen feurigen Evangelist, oder? Der hat so eine Flanellwand aufgestellt zwischen den Liedern. Und dann hat er unten die Hölle mit so, weißt du, das Feuerchen, so wie früher in der Sonntagsschule. Und oben dann eine Leiter und den Himmel. Und dann hat er über Himmel und Hölle predigt. Und ich konnte oft einfach so irgendeine Falltür auftun und versinken. Und einen Montag, als ich arbeiten kam, ich habe dort im Helvetienversicherung gearbeitet, kommt zuerst der Generalagent und sagt: «Wirt, ich habe dich dann gesehen gestern auf der Straße.» Viertelstunde später kommt der erste Anstift und sagt: «Hannes, ich habe dich gesehen auf der Straße.» Ach ja. Ja. Sag nicht mehr dazu. Vielleicht war es auch eine andere Zeit. Und dann ist die Zeit vom Flyer verteilen, oder? Du hast so einen Big Flyer bekommen. Und darf ich euch das erzählen? Dass ich ab und zu zum nächsten Papierkorb gegangen bin. Die Hälfte vorgerührt habe, dass ich nicht mehr so viel hatte. Das ist also nicht übertrieben. Und wir haben dann immer eingeladen für etwas, oder? Und wahrscheinlich habe ich darum, wenn ich merke, dass ablaufen, das Winterthur und die Leute wollen den Flyer verteilen, dann mit der Frau mir macht BAM! Und wir denken, nein, wieso müssen die da sein? Das ist wahrscheinlich noch Verarbeitung. Hat ja Seelsorger da, also wäre das auch möglich. Ja, genau. Also wir haben nie Erfolg gehabt mit diesen Flyer. Gut, man hat dann auch gesagt, einander tröstet und gesagt, ja weisst, das ist im Unsichtbaren, weisst, das sehen wir halt nicht. Und es hat sicher sehr viel bewirkt, das Singen. Und wenn nur ein Wort, der Jesus gesungen worden ist, ist schon gut. Kann sein, ich weiss es nicht. Dann haben wir aber eine andere Sache angefangen, indem wir einfach mit einem Kaffeestand, mit einem Märzstand im Märkgasse raus sind, 7 Jahre lang, jeden zweiten Freitagabend. Ein paar nicken da vorne. Und zwar nur, um mit den Leuten in Kontakt zu kommen, ihre Sorgen zu hören, ihre Fragen zu hören. Willst du ein Würstchen vom Grill gratis? Willst du einen Kaffee gratis? Und irgendwann sind Fragen gestellt worden. Dann haben wir auf die Fragen geantwortet. Und das war der Anfang von der Quellenhof-Stiftung, die es jetzt seit 31 Jahren gibt. Daraus ist sie entstanden. Und am letzten Wochenende vom April wird eine Sendung kommen, Fenster zum Sonntag, 27 Minuten, über die Quellenhof-Stiftung und das Town Village. Und man sieht, was aus dieser Sache heraus entstanden ist. Sind wir Verteidiger? Wenn es darum geht, anderen von unserem Glauben zu erzählen, dann kommen uns meistens, vielen von uns, etliche, bevor wir etwas anfangen, denke ich will dem vom Glauben erzählen, kommen uns mögliche Fragen in den Sinn, die der andere oder die andere könnte haben. Zum Beispiel, warum lässt Gott so viel Leid zu? Oder was ist mit den Kreuzrittern? Hast du schon gehört, oder? Oder katholische Kirche und Missbrauch. Hört doch auf, wir haben genau gleich viel Dreck am Stecken. Was sagst du jetzt dazu? Dann Sex von der Ehe, Homosexualität, vielleicht noch, du musst ja den Zehnten abgeben, gell? Und jetzt, vielleicht bist du gar nicht so sprachfähig zu diesen Themen und darum denkst du, ich fange lieber nicht an, vom Evangelium zu erzählen. Weil wenn diese Fragen kommen, dann komme ich ins Stottern. Das ist ja schon so, ich habe es auch schon erlebt, wenn jemand so, und dann habe ich gemerkt, wieso stottert jetzt plötzlich da? Mir geht es anders. Ich muss ehrlich sagen, ich habe null Bock, über die Themen zu reden. Null. Ich habe null Bock, mit jemandem zu sagen, ich bin auch Christ und dann die Fragen beantworten, die da kommen. Das sind alles so Fragen, die irgendwo oben sind. Sie haben zwar ihre Berechtigung, aber nicht am Anfang. Und dann stehen wir in der Gefahr, und das macht es ein bisschen schwierig, dass wir denken, wir müssen Gott beweisen, oder? Ich habe das viele Jahre gemacht. Auf der Straße aussen auch. Ist nicht immer noch schlecht gekommen. Aber versuche, ja, da steht es, und so, oder? Aber Gott braucht, Freunde, keine
Rechtsanwalt und auch kein Verteidiger und kein Staatsanwalt. Staatsanwälte sind die den anderen anklagen, bis er weiss, dass er Sünde hat und sich bekehren muss. Also schweigen wir am besten und sagen nichts. Nein, es geht anders. Gott braucht uns. Und es geht auch mit Lust statt mit Frust. Es geht auch mit Freude und mit Wunder und mit Erwartungen. Und ich habe mich entschieden, einmal der Vorbereitung, das im Fokus zu haben. Es geht mit Lust, mit Freude, mit Erwartungen. Ich will ein Zeuge sein. Wir schauen uns zusammen jetzt einen Bibeltext ein bisschen intensiver an, tiefer, der über den Zeugendienst auch redet. 1. Johannes 1, 1-4. Ich glaube, wir haben ihn da vorne. Mal schauen. Jawohl. Von allem Anfang an, ist ein bisschen ein komplizierter Text, aber er sagt viel aus. Von allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört, mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen. Das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkünden es euch. Das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Und warum verkünden wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Warum verkünden wir euch das? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Ein bisschen viel, hä? Es geht ums Wort vom Leben. Oder eine andere Übersetzung sagt, es geht ums Wort, das Leben hervorbringt. Das müssen wir im Kopf haben. Es geht ums Wort, das Leben generiert, das Leben weckt, das Leben hervorbringt, das neues Leben schafft. Und jetzt zuerst heisst es, wir haben gehört. Und ich will dich fragen, hast du das Wort, das Leben schafft, gehört? Wenn ja, von wem? Ich habe es mehrfach gehört. Ich weiss noch, im Bahnhof Unterführung, im Schopwil, ich war, glaube ich, 16 gewesen. Ich bin mit zu gewissen Leuten gegangen, dort im Niederdorf. Sind so ein paar mit der Bekehrungsflinte dort gestanden, dort unten. Der Gitarrenbrigaden, oder? Und haben Liedli gesungen, haben mich dann mitgenommen in so eine Kaffeestube. Das war so meine erste Begegnung mit erweckten Christen. Dann im Welschen so eine Familie, eine Bauernfamilie, wo ihr ein Haus zur Verfügung gestellt hat für uns Stifte, die dort waren, in diesen verschiedenen Familien, in dem Dorf Guachno. Und dann ist mit der Pfarrer einmal pro Woche und du hast ja nicht jeden Abend im Hausstock spielen und anders machen und dafür nicht gehen am Freitagabend. Also dort habe ich das Wort auch gehört. Und dann war mein Bruder, der einfach jeden Sonntag angerufen hat. Jeden Sonntag! Und irgendwann bin ich gegangen, dann hat die arme Seele Ruhe. Und dort habe ich wirklich dann zum Glauben gefunden. Also es geht darum, das Wort, das wir gehört haben. Und ich frage dich, von wem hast du das Wort gehört? Von wem? Bist du dieser Frau, dem Mann dankbar? Ich bin mega dankbar. Ich bin mega dankbar dafür. Ich habe es gehört. Wenn mir diese Leute nicht erzählt hätten, hey, GVC-Bewegung gäbe es, glaube ich, nicht. Auch Gott hätte einen anderen genommen, natürlich. Aber gleich. Das Zweite ist, das tätscht wieder mal, hast du es mit eigenen Augen gesehen? Der Johannes sagt zuerst, was wir gehört haben und dann, was wir mit eigenen Augen gesehen haben.
Da geht es darum, habe ich so verstanden, Veränderung im Leben von anderen. Ich habe das gesehen, wie das Leben von anderen sich verändert hat. Wir haben jetzt ja gerade so eine Sendung aufgenommen, Fenster zum Sonntag, habe ich gesagt. Und da ist in der Drogenstation aussen bei uns eine Sonja. Ich darf den Namen sagen, weil sie kommt in einem Film, oder? Und sie ist interviewt worden, gefilmt worden und hey, ich bin runter wie ein Käse. Ich habe gesehen, was sich im Leben von dieser Frau schon verändert hat, oder? Und ich habe gesehen, das Wort Gottes verändert Menschenleben. Und ich denke auch bei der Susanne Becker, wo ich das letzte Mal da war, da im Interview war mit dem Joni, was sich in ihrem Leben verändert hat. Und dann habe ich darüber nachgedacht, Vorbereitung, wie viele Menschen habe ich erlebt, wo ihr Leben durch das Evangelium echt verändert worden ist. Wow, das macht mich reich. Das erfüllt mich mit Dankbarkeit. Wie es bei anderen passiert ist, wenn ich Beweis sehe bei anderen. Und das nächste war, wie Johannes sagt, wir haben es berührt. Möchte ich fragen, hast du das Wort vom Leben auch berührt? Was meine ich damit? Im Herzen gefühlt, dass das Wort Veränderung bringt. Mit dem Herz angerührt, in deinem Leben angerührt. Hast du es erlebt? Dann habe ich darüber nachgedacht, wo habe ich es überall erlebt? Ich habe es erlebt in unserer Ehe. Ich habe es erlebt in unseren Depressionen. Ich erlebe es im Lebenssinn, oder? Ich erlebe es aber auch in der Tragfähigkeit von dem Vertrauen, das ich habe, auch wenn ich vieles nicht verstehe. Ich erlebe es in der Zuflucht, die ich finde in tiefsten und schwierigen Zeiten. Ich erlebe das Wort, das lebendig macht, als Heimat. Also ich habe es gehört. Wenn du es noch nicht gehört hast, dann wir das gerne erzählen. Das Evangelium. Vielleicht muss man es noch einmal in der Tiefe hören. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen bei anderen Menschen und ich habe es berührt. Bei dem Berühren heisst es nicht, dass man weiss, was man erlebt hat. Oder mir die krassen Erlebnisberichte, vorher bin ich und jetzt bin ich. Oder? Und dann denken alle, ja gut, also, so war es dann bei mir nicht gewesen. Ich meine, Elias war auch krass, oder? Ich habe ihn gekannt, als er noch Waffe war, oder? Und ja, als er in die Kirche kam, ist er alle 3 Wochen zu mir beichten gekommen, dass er wieder einen Joint geraucht hat und weiss ich was alles. Das ist etwas aus dem Wort. Mit eigenen Augen gesehen, oder? Und jetzt möchte ich dir sagen, verkündige das, rede über das, was du gehört hast, das Evangelium. Rede über das, was du gesehen hast. Und rede über das vor allem, was du berührt hast. Was in deinem Leben passiert ist. Was in deinem Leben tragfähig geworden ist durch den Glauben. Warum? Auch der Text, den wir hatten, zeigt uns auch, warum wir es machen. Weil wir möchten, dass andere Menschen das lebendigmachende Wort auch erleben, wie wir es erlebt haben. Oder? Aber vielleicht müssen wir uns wieder mal erinnern, was wir überhaupt haben. Das habe ich müssen, als ich die Predigt vorbereitet habe. Vielleicht musst du Kleingruppen vorbereiten, dann musst du genau das Gleiche machen wie ich. Vielleicht müssen wir uns noch mal überlegen, was wir haben. Damit wir es auch wirklich sagen. Und es ist das, was wir weitergeben können, damit auch das Leben in anderen Menschen real wird. Punkt 1 und Punkt 2, damit sie auch ewiges Leben haben. Ich glaube, nach meiner Vorbereitung, Zeuge sein kann Spass machen und Freude. Und wenn wir Zeuge sind von dem, was in unserem Leben, es muss nicht riesig sein, nochmal, aber was eine Stabilität entstanden ist, zum Beispiel. Oder bei mir, was war, dass ich in Asien meine Ehe nicht weggerührt habe. Und in anderen Momenten. Wenn ich das erzähle anderen, dann macht das mir nochmal Freude. Dann erfüllt es mich nochmal, weil ich weiss, was Gott in meinem Leben da hat. Also Gott braucht keinen Verteidiger, er braucht keinen Staatsanwalt, er braucht nur Zeugen. Das sehen wir in Apostelgeschichte 1,6, wo Jesus sagt, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa,
in Samarien und überall auf der Erde. Als Nachfolger von Jesus dürfen wir anderen Menschen weiter sagen, was der Glaube uns persönlich bedeutet. Und in einer Zeit, wo es wieder heisst, wir sind jetzt schon bei Jesus, was ist Wahrheit? Können wir einfach nicht mehr anfangen und sagen, wie ich früher auf der Straße, da steht's. 1. Korinther sowieso. Sondern es geht darum, dass du dein persönliche Zeugnis erzählst. Und egal, wie der andere denkt, gegen das kann niemand ziehen. Das kommt an. Verstehst du? Das kommt an. Du darfst den anderen nicht überfordern. Du sagst nicht, deine Wahrheit stimmt nicht, ich habe eine andere Wahrheit. Sondern du sagst, das habe ich erlebt. Das habe ich erfahren. Und das ist das Zentrum. Natürlich gibt es auch Momente, wo wir argumentieren dürfen, was die Bibel für uns bedeutet. Aber zuerst kommt das Zeugnis. Und wenn nachher echte Fragen kommen, wenn nachher die Frage kommt, wie gehst du um mit dem von den Kreuzrittern und weiss ich was alles? Wie gehst du um mit der Frage von der Homosexualität? Dann ist das, nachdem das Zeugnis angekommen ist es eine andere Frage. Die Frage beinhaltet etwas anderes. Die Frage kommt aus einem anderen Herz raus, aus einem anderen Bewegungsgrund raus. Und dann kannst du antworten. Und wenn du es nicht weisst, sagst du, weisst du was? Ich weiss es auch nicht. Ich weiss nur, was ich erlebt habe. Das lange schon. Aber es geht auch darum, ich kann auch argumentieren. Aber nicht zuerst mit Argumenten kommen, weil das ist ein Nonsens. Oder? Das bringt nichts. Das bringt absolut nichts. Du kannst von Adam bis Eva anfangen und die fragen und machen und tun. Ich höre auf damit. Ich sage mir, was ich erlebe, was mir das bedeutet. Manchmal sage ich auch, weisst du was? Ich wüsste gar nicht, wo ich hingehen sollte. Weil der Jesus, der gibt mir im Leben einen Ankerpunkt. Und wenn ich frage, wie funktioniert das und so, dann ist eine andere Ausgangslage, um darauf Antwort zu geben. Manchmal wollen wir auch zu viel, oder? Ich war einmal Skiverkäufer, Sportartikelverkäufer. Und gestern bin ich meine neuen Schuhe in dem Laden gekauft, wo ich vor 45 Jahren Sportartikelverkäufer war. Jawohl. Und ich habe dem Ladeninhaber das gesagt. Vor 45 Jahren habe ich da gearbeitet. Und dann war ich nachher im Elmori-Konzern und so. Und heute sage ich die Fahrer und sagt, haha, das stimmt nicht. Sage ich, Momo, gehen Sie mich googeln, es stimmt. Als ich rausgelaufen bin, habe ich gesagt, glauben Sie mir jetzt? Sagt er, ja, ich glaube schon. Also ich habe mich erinnert an meine Zeit als Skiverkäufer, Sportartikelverkäufer. Und da hat es ganz studierte Sportartikelverkäufer gegeben, also die das gelehrt haben. Oder? Die haben dann, wenn ein Kunde gekommen ist, haben sie dem Kunden erzählt, schauen Sie, der Ski hat den und den und den Aufbau. Und der Ski hat den Aufbau und das und da erklärt und gemacht. Oder? Und das mit im Dezember, wo dann letztes Jahr einen Umsatz machen. Und ich habe eigentlich gar nicht so viel gewusst. Ja. Ich habe nicht so viel gewusst über Ski. Ich habe das nie gelernt. Ich habe 3 Skiführer genommen und gesagt, schauen Sie, der hat den Vorteil, der hat den Vorteil, der hat den Vorteil, welchen wollen Sie? Ich habe einen Umsatz gemacht. Die anderen haben die Kunden gesagt, sie haben gar nicht gewusst, dass das so kompliziert ist. Da muss ich mir überlegen, welchen Ski ich will. Sie sind gegangen und sind in irgendeine andere Sorte. Darum habe ich am meisten Umsatz gemacht. Was wollte ich mit dem sagen? Macht es zum Himmels Willen nicht zu kompliziert. Und nicht nur säen, sondern auch ernten. Jesus hat uns in die Ernte geschickt. Er hat gesagt, geht von Haus zu Haus, erzählt Friedensbotschaften und schaut, wer ein offenes Herz hat dafür. Und dort bleibt. Also, erzählen, was du erlebt hast und dann getrau dich mal zu sagen, und was könntest du damit anfangen? Willst du auch leben mit dem Jesus? Da kommt vielleicht ein Ja, vielleicht ein Nein. Wenn ein Nein kommt, kannst du wieder weitergehen. Und wenn ein Ja kommt, dann hast du ein bisschen Bütze. Also, dann nicht nur säen. Ich war am Freitag an einem Verbandsmeeting von der Freikirche CH und wir haben genau über das Thema geredet.
Und dann hat einer das mir erzählt und dachte, wow, das brauchst du Gott für die Predigt. Also, tönt nicht nur säen, sondern getrauen auch zu ernten. Und einer von diesen Verbandsleitern hat gesagt, manchmal sind wir zu spät mit dem Versuchen zu ernten. Also, wir sagen dann, wir müssen es ja leben. Das ist richtig, wir müssen es leben, sonst bringt es nicht am Arbeitsplatz, oder? Und in der Verwandtschaft. Aber wir können nicht 5 Jahre als Christsein leben und ab und zu etwas erzählen und dann irgendwann einmal rausknurzen, wäre das nicht etwas für dich? Sondern ich glaube, es geht darum, dass wir das, was wir erlebt haben, mit dem Jesus erzählen und sagen, wäre das etwas für dich? Willst du es näher kennenlernen? Säen und ernten. Jesus sagt, betet, dass Arbeiter in die Ernte gesendet werden. Vielleicht hast du Schiss vor dem Ernten. Also, wenn ich Schiss hatte, um zu sagen, welchen Ski wollen Sie jetzt? Und dann schaut mich der andere an und sage ich, merke ich, keine Ahnung hat er. Sage ich, nehmen Sie den. Dann werden Sie zufrieden sein. Weil ich vorher gefragt habe, was für ein Mensch er ist. Oder? Wir können das Evangelium auf verschiedene Arten, als Heimat, das weiss verschiedene Arten, Elias hat das letzte Mal über Predigt reden und dann einfach sagen, was spricht dich am meisten an? Von mir, vom Evangelium. Und dann aber, dann wir ernten. Und wenn wir ernten können, dann beflügelt uns das, unser Glauben. Brutal. Brutal. Okay, lassen wir das. Und gell, bekehren müssen wir ja niemanden. Wir dürfen ihn herausfordern mit der Ernte, aber bekehren tun wir nicht. Das kann nur der Heilige Geist. Es gibt eine Entlastung. Jetzt komme ich bald zum Schluss. Hey, ich weiss noch vor all das haben wir erinnert bei der Vorbereitung, oder? Vor 10, 15 Jahren haben wir eine Mose-Serie gehabt. Vielleicht 20 Jahre. Let my people go, oder? Haben wir den Titel gehabt. Noch Tassli, wer kennt die noch, die Tassli? Ja, haben wir noch so Tassli gehabt, oder? Ich bin, glaube ich, da nicht so... Da haben wir so Tassli gehabt und dann haben wir so Let my people go drauf gehabt. Hört ihr mich? Gut. Und dann haben wir gesagt, wir beten jeden Tag für 4 bis 6 Personen, wo wir bitten, dass wir zum Glauben finden. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das ein bisschen vergessen. Im Moment haben wir jemanden, meine Frau und ich, und wir darum ringen. Aber wie wäre es, wenn wir für 4 bis 6 Personen beten? Wo fragen Gott, wer leistet uns aufs Herz? Und bei dem Beten passieren eben verschiedene Sachen. Erstens einmal vergiss es nicht. Zweitens kann dir der Heilige Geist Ideen geben. Wer soll einladen, wem soll anrufen, einladen zum Essen, was auch immer. Und drittens kann das Herz von dem anderen Menschen verändern. Darum so mal einen Monat lang oder länger, jeden Tag oder von mir aus jeden 2 Tage, für 4 bis 6 Menschen, die du aufgeschrieben hast, zu beten. Das bewirkt etwas. Ich habe das verloren. Ein Stück weit. Mein letzter Abschnitt heisst, jetzt ist die Zeit. Wir leben in einer enorm traurigen Zeit. Das muss ich euch, glaube ich, nicht mehr sagen. Eins, ja. Seit 75 Jahren haben wir das erste Mal Krieg in Europa. Ausser dem Kosovo. Aber richtig Krieg in Europa, wo es näher ist. Seit 75 Jahren das erste Mal. Es lässt mich schon dankbar sein für die 75 Jahre. Aber vieles ist jetzt erschüttert worden. Und ich nehme an, dass noch mehr erschüttert werden kann. Und darauf an, welche Prognose man liest. Im Hebräerbrief steht, dass vieles immer wieder erschüttert wird. Und Erschütterungen müssen nicht schlecht sein, ob schon Krieg Katastrophen ist, verstehe mich richtig. Und doch gibt es immer wieder Erschütterungen. Brutal. Ich sage nicht, das hat Gott gemacht, das sage ich überhaupt nicht. Ich sage nur, es ist eine Tatsache, Erschütterungen, oder? Corona haben wir einigermaßen überlebt, oder? Bei Corona haben noch viele Menschen gesagt, ja, das haben wir im Griff und es kommt schon gut und überhaupt und so, oder? Aber jetzt
Jetzt fängt es an zu kosten. Mir hat jemand von unserer Kirche erzählt, zu Winterthur, seine Frau hat gesagt, du kannst einmal im Haus reden, dass sie jetzt hier den Luftschutzkeller räumen. Wir müssen jetzt Platz haben, wenn wir runter müssen. Aber anders hat man gesagt, sie überlegen sich jetzt ein Aggregat zu kaufen mit Benzin, wenn sie keinen Strom mehr haben. Jemand hat gesagt, versuch es doch mit Kerzen. Menschen haben Angst, dass der Lebensstandard sinken könnte, weil die Preise steigen. Dass ich nicht mehr alles so leisten kann. Dass nicht mehr alles so weitergeht wie bis jetzt. Und die Ängste sind nicht unberechtigt. Ich bin in Ägypten gereist mit meiner Frau. 70% vom Brot für 80 Millionen Menschen kommen aus der Ukraine und aus Russland. Was passiert, wenn dort die Hungersnöte kommen? Was passiert? Wir können es wahrscheinlich noch handeln bei uns. Aber was passiert in den Ländern? Was passiert an Unruhe? Was kommt dann einmal auf? Freunde, das ist kein Spaziergang mehr, wo wir unterwegs sind. Und jetzt ist es deine und meine Gelegenheit, mit Menschen über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Deine und meine. Über unser Zeugnis und mit ganz, ganz, ganz viel Demut. Nicht, ja weisst, ich halte heilen und dann macht mir das überhaupt nicht. Doch, mir macht etwas mit mir. Es beschäftigt mich. Ich merke auch, wie Angst einschleichen will. Aber ich kann in dem Moment sagen, bei all dem, was ich auch verunsichert bin, und ich auch manchmal frage, zieht sie jetzt den Boden unter den Füßen zurück? Was passiert mit meinen Enkeln? Was für ein Leben werden sie haben? Aber da drinnen bin ich so dankbar, dass ich ein Fundament habe. Ich bin so dankbar, dass ich weiss, wo ich mit diesen Ängsten, mit diesen Sorgen, mit dieser Unsicherheit hin kann. Versteht ihr? Ich stehe nicht über alles. Du brauchst nicht über allem zu stehen, damit du kannst erzählen von dem Jesus. Mach es auf Augenhöhe. Spiel nicht der Oberfromme. Bist es eh nicht. Also die wenigsten von, Entschuldigung. Steig ab zu Herzen von Jesus fernstehenden Leuten. So, ich habe 2 Challenges heute Morgen an dich. 2 Herausforderungen. An dich und an mich, gell? Meine Frau ist Zeuge da vorne. Schreib die 4 bis 6 Menschen auf, die du regelmässig beten für sie. Und fang an. Macht das in euren Grupps klar. Tönt in den Grupps für sie beten. Das Zweite, such jemanden zu reden über den Jesus. Gerade im Zusammenhang mit dieser Krise. Du fragst, wie geht es dir in dieser Krise? Was macht das mit deinem Herz? Und dann kannst du erzählen, was es mit dir macht. Das ist schon wieder ein Zeugnis, oder? Vielleicht kannst du noch mehr erzählen von deinem Leben. Nochmal, du musst nicht der Hero sein. Du kannst auch Schiss haben. Du kannst auch verunsichert sein, wie ich auch. Aber der Glaube ist ein Boden, der trägt. Und zum Schluss noch, wenn du diesen Boden nicht hast, dann lade ich dich ein, mit mir, mit dem Joni, mit dem Elias, mit der Steffi, darüber zu reden. Und auch wenn du den Podcast schaust oder Livestream, wir laden dich gerne, sehr gerne, mit uns darüber zu reden. Wir möchten dir erzählen. Wir möchten erzählen, was der Boden für uns bedeutet. Ich komme noch zum Schluss. Auch in dieser Tagung habe ich einen Satz gehört, hat mich überzeugt. Ihr kennt vielleicht die Geschichte vom Esel und Bileam, oder? Wo der Esel geredet hat. Und jemand hat gesagt, wenn Gott durch einen Esel reden konnte, wird er das wohl auch durch mich und dich können. Habt ihr das ein bisschen vor Augen, das nächste mit jemandem redest? Wenn Gott durch einen Esel reden kann, dann kann er auch durch mich und durch dich reden. Und lasst uns fröhlich machen, fröhlich da drin gehen. Fröhlich. Es ist ein Vorrecht, für das teilen, was wir an unserem Glauben haben. Amen. Darf ich euch bitten zum Aufstehen fürs Gebet? Jesus, ich danke dir für die Kirche da. Grossartige Kirche. Danke dir, weil ich willkommen geheissen worden bin und mich gerade einfach daheim gefühlt habe. Und Jesus, jedes von uns, wenn es geht, graben,
Find Sachen. Ich kann sagen, das habe ich angelangt. Und das habe ich gesehen. Und das habe ich gehört. Ich bete auch, dass die alten Bilder, die noch hocken, die vielen Wenn und Aber, dass sie verschwinden können und einem Lust, der Neugier, der Freude weichen können. Ich bete, dass die Menschen, die da sind oder die das Wort von dem veränderten Leben noch nicht so gehört haben. Und jetzt müssen sie sagen, mit dem kann ich nichts anfangen. Dass sie sich wagen zu kommen und zu sagen, hey, mit dem kann ich nichts anfangen. Kannst du mir helfen? Jesus, ich danke dir. Preise dich, lobe dich und bete dich an. Du bist mein Erlöser. Du bist mein Heiland. Du bist meine feste Burg. Du bist meine Heimat. Du bist mein Fels. Du bist mein Anker. Amen. Wir haben das Gebetsteam da, dürfen hinterher gehen.